Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Ja, ich habe da ein Buch in die Hand bekommen. Eigentlich gehört es meiner Frau, von Benjamin Ferencz mit dem Titel Sag immer deine Wahrheit. Nun, dass von einem Pfarrer erwartet wird, die Wahrheit zu sagen, das versteht sich von selbst. Aber dass jemand mir Mut macht, meine Wahrheit zu sagen, das finde ich erfrischend. Also, einfach so meine Wahrheit sagen, einfach was mich umtreibt, was ich denke. Nun, mich beschäftigt in letzter Zeit sehr der Kurs, den meine Kirche eingeschlagen hat. Es ist in der Presse zu lesen, es wird plausibel gemacht, warum die Sachzwänge so oder so sind. Nun, meine Wahrheit und Lebenserfahrung ist, mir sind die Kinder in der Kirche wichtig. Deshalb taufe ich gerne Kinder, auch jetzt im Ruhestand, um sie in die Gemeinschaft der Schwestern und Brüder vor Ort aufzunehmen. Ich selber bin durch den Kindergottesdienst zur Kirche gekommen und so hat sich mein Glaube geformt. Meine Wahrheit ist, dass Kirche unbedingt im Kindergarten, in der Grundschule und an den weiterführenden Schulen prägend mitwirken soll. Denn Kinder sind noch zugänglich für das Evangelium. Jesus selber hat das in Markus 10 deutlich zum Ausdruck gebracht. Lasset die Kinder zu mir kommen, haltet sie nicht zurück. Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und der herzte sie, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Das sehe ich als unsere Aufgabe an. Segnen und Gottes Nähe und Liebe spürbar machen. Jesus hat immer wieder die Kinder in den Mittelpunkt gestellt, wenn es um das Reich Gottes ging. Das ist nicht meine Wahrheit, das habe ich von ihm. Kindergottesdienst, Jugendarbeit mit Freizeiten, Konfi-Arbeit, Religionsunterricht an den Schulen, alles das prägt Kinder und Jugendliche für ein gutes Leben im Glauben und bereitet sie darauf vor, in dieser Welt zu stehen und zu handeln im Geiste Jesu. Wie gut, dass wir als evangelische Kirche der Pfalz ein eigenes kirchliches Gymnasium haben. Die Reformatoren würden sagen, eine Brutstätte des Evangeliums. Ich selber war leider nur an einem staatlichen Gymnasium. Doch ich stelle mir vor, dass in einem kirchlich geführten Haus ein ganz anderer Geist weht und das ist auch gut so. In der Presse war zu lesen, dass wir kein Geld haben, um das Gymnasium zu halten. Details kenne ich nicht, doch es wurden wohl beeindruckende Anstrengungen unternommen, um zu sparen in diesem Jahr, das es schon her ist, eine wichtige Einrichtung zu erhalten. Ich finde, das macht Mut. Nun, man kann sich auch kaputt sparen, so wie jener Bauer, der seinem Pferd das Fressen abgewöhnen wollte, um zu sparen. Und kurz bevor er es endlich geschafft hat, ist das Vieh zu seinem großen Ärger eingegangen. Ich hoffe, dass wir da schlauer handeln und im Blick behalten, worum es geht. Die Hauptsache muss immer die Hauptsache bleiben. Und die Hauptsache ist nicht das Geld, sondern unser Auftrag, in die Welt zu gehen, andere einzuladen und auf den Weg mit Jesus zu gehen. Und auch wenn das Boot auf dem See in heftigen Sturm zu kentern droht, denke ich an Jesu Worte. Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.